Was sind Kriterien für nachhaltig zu bauen? Das ist nicht just bauen mit nachhaltigen Materialien, sondern noch viel mehr. Wer nachhaltig bauen will, hat eine ganze Reihe Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich mit Solarhäusern, Niedrigenergiehäusern, Passivhäusern und Nullenergiehäusern die Forderungen erfüllen. Genau, weil das Bauweise just einen kleinen Anteil an Primärenergie braucht. Und das spart Kosten beim Heizen und auch beim Strom. Und dafür ist es auch wichtig, auf eine gute Wärmedämmung aufzupassen und auch zu gucken, dass die Photovoltaikanlagen nach Süden, Ost oder West ausgerichtet sind, damit das Gebäude möglichst viel Hitze und Luft von der Sonne kriegt. Der Strom und die Hitze gehen so durch erneuerbare Energiequellen produziert, mit Hilfe von Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen. Diese regenerative Energiequellen bedeuten zusätzlich eine Unabhängigkeit von den fossilen Ressourcen, und sie setzen keine Emissionen frei, die dem Klima schaden. Beim nachhaltigen Bauen gibt möglichst wenig Ressourcenverbrauch. Es verzichtet zum Beispiel auf Baustoffe mit energieintensiver Herstellung, wie beispielsweise Aluminium oder Beton. Das ist auch noch wichtig, so gut es geht, regionale Naturbaustoffe zu benutzen, wenn es den kurzen Transport wäre. Auch recyclingfähige Materialien, die zu allen Momenten zurückgebaut gehen, wie Holz, Lehm, Naturstein, machen Sinn. Und am Fokus klar auf hochwertige und langlebige Baustoffe gerichtet. Das sind zwar oft an der Ausschaffung bis mehr teuer, aber sie rechnen sich über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes. Und wenn es schon so ist, können die Gebäude komplett zurückgebaut gehen. Also die Bauteile können nicht voneinander getrennt gehen. Genau. Nachhaltige Gebäude sind an ihrer Umgestaltung viel mehr flexibel wie konventionell gebaute Häuser. Auch die Sanierungen wären hier in Zukunft mehr einfach. Wichtig ist aber, auch den Bestand an Häusern und Gebäuden intelligent zu renovieren, also sie zukunftsfähig zu machen und nicht immer aufzurappen und neu zu bauen. Beim nachhaltigen Bauen geht es darum, Ressourcen zu schonen. Und es kommt auch auf den Energiebilanz an. Abonniere den Channel, um nichts zu verpassen. Bis die nächste Kehr und bleib sonnig.